Guten Abend, die Damen und die Herren. Ich begrüße euch herzlich zum Abend am Musée National de la Résistance et des Droits Humains. Und ich finde vielmals merci, dass ihr alle gut gekommen seid. Wie das Programm schon annonciert wurde, habe ich den Abend den Vortrag über das Gauten an der Resistenz während des Zweiten Weltkriegs. An meiner Memoir habe ich mich mit der Lützebauer Resistenz respektive mit dem Gauten und Widerstand auseinandergesetzt. Heute ist dann das Programm von heute Abend. Ich fange mit einer kleinen generellen Anlehnung am Thema an. Danach werde ich euch über den Kontext von dieser Etude vorstellen, für den reinlichen und zeitlichen Kader von diesem Thema besser zu verstehen. Den Hauptteil von meiner Etude sind die Lützebauer Gauten der Resistenz. Schon das an 3 Kapitel gedeelt, einmal auf den Minat, den Zentrum und den Süden, anderen Kapitel über das Gaut Harmonien. Jede Stunde an einer Schlussfolgerung auf Fragen beantworten, komme ich aber in ein Kapitel zurück, an dem ich die Memoir, also die Erinnerungen und das Gaut an der Resistenz vorstellen. Voilà. Während dem Zweiten Weltkrieg schon eine Minorität von Männern und Frauen von allen politischen und ideologischen Seiten sich in einem aktiven Kampf gegen die Deutschen und ihre Kollaboratoren durch verschiedene Formen von Resistenz engagiert. Unabhängig vom geopolitischen, sozialen und chronologischen Kontext. Zwischen der Invasion von den deutschen Soldaten den 10. Mai 1940 bedeutet Resistenz zu Lützeburg also alle anti-deutsche Aktionen. Viele Resistenzorganisationen haben sich damals als heimliche Bewegungen gegründet, für gegen Politik von den deutschen Okkupanten zu organisieren. Ein grosser Teil von diesen Resistenzler waren Jugendliche. Und darunter ganz Gruppe Scouten. 1932 gab das Buch Luxemburger Scouts vom katholischen Jugendverband Statuten publiziert, an dem die verschiedenen Statuten definiert sind. Eine von den Hauptaufgaben des Scout ist den Heimatsinn zu kultivieren und eine gute Bürger für seinen Staat zu sehen, so in den Statuten von 1932. Am Artikel 2 vom Scoutsgesetz steht, der Scout ist treu Gott, der Kirche, der Heimat, all seinen Vorgesetzten und Untergebenen. In dem Sinn muss sich am Zweiten Weltkrieg bald 500 Member von der Scoutsföderation an der Resistenz fort. Mein Memoir soll weisen, wie weit die Lützebauer Scouten an der Resistenz involviert waren. Waren es nur eine Resistenzgruppe oder ein paar, von denen sie Teil waren? Wir waren die Hauptakteure. Was war ihre Rolle in diesen Bewegungen? Was war ihr Schicksal? Wie ihr seht, haben sich auf ganz viele Fragen gestellt. Außerdem wäre es interessant zu wissen, auf welchem Maß der katholische Glauben eine Rolle am Leben von uns Gaut gespielt hat. Wie spiegelt sich das an ihren Aktionen an der Resistenz irren? Auf wie behalten wir die Erinnerungen und Lützebauer Scouten, die gegen das Nazi-Regime Widerstand geleistet haben? An meiner Etude habe ich mich auf die männlich-katholischen Scouten konzentriert, aber ich komme aber nicht an der Anlehnung kurz auf die anderen 2 Kategorien zurück. Eine von den 2 Kategorien sind die laizistischen Scouten. Weil neben den katholischen Scouten haben wir auch die nicht-katholischen Scouten. Die letzten sind in der Nationalföderation von den Erklärern vereinigt, Lützebauer FNEL, und waren die erste Scoutsgruppe zu Lützeburg, mit dazu mich spät. Auch die FNEL hat gegen das Nazi-Regime Widerstand geleistet. Aber das war nicht möglich gewesen, zu klären, wie viele da genau waren. Heute sieht ein Tableau d'honneur aus dem Resistenzmusee mit 16 Namen von Resistenzlern, die auch an der FNEL aktiv waren. Neben den Scouts ist noch die weibliche Version, das sind dann Guiden zu Lützeburg entstanden. 1915 die laizistische Guiden und 1938 die katholische Guiden. Dann Laure Letellier schreibt, le guidisme est très mal vu à ses débuts, car il permet aux jeunes filles d'exercer des activités que la société considère comme inutiles pour l'éducation féminine. Ainsi, l'organisation de camps et la pratique du sport sont des occupations inhabituelles pour les jeunes filles. Durch meine Recherche sind ich über Namen von katholischen Guiden gefallen, die in der Lützebauer Resistenz aktiv waren. Eigentlich mit Namen von Chefdinnen von der Wölfe. Ich will ein Beispiel von Alice Wilhelm Goldschmidt. Zusammen mit ihrem Mann, der noch ein Scout war, der Jules Wilhelm, war sie Member von der Lützebauer Patriotenliga. Sie war eine andere Redakteurin von der Zeitung und Seemischt an der Freie Lützebauer.
huet Fotoen a patriotisch Fluchbilder verdeelt an huet ënner anderem och Resistenzler verstoppt. Allgemeng als Roll vun der Frauenwiderstand gerade so wichtig wie déi vun de Männer. Weet en anderem och de Memoir vun Madame Comes an de Memoir vum Herr Buscher weisen. Für das Dir de reinischen und zeitliche Kader von diesem Thema besser versteht, ginne hier generelle Kontext. Der britischen Soldat Robert Stephenson Smith Baden-Powell von Gilwell, geboren 1857, ist der Gründer von der globalen Jugendbewegung Scoutism. Der Baden-Powell wollte verschiedene Aktivitäten und die schon existierenden Organisationen wie Boys Brigade proposieren, hat aber nie eine Aufsicht, ein neues Movement zu gründen. Bei dieser Initiative hat er dafür gesorgt, dass alle Klassen mitmachen können. Das heißt, die Jungen von privilegierten Familien, wie sogar auch die ärmsten Kinder. Dafür haben sie sich den 1. August 1907 auf der Brownsea Island getroffen mit 20 Jungen aus allen sozialen Hintergründen. Dieser Camp gilt dann auch als den Gründungsdatum des Scoutism. 1914 wird dann den ersten Scoutsgruppe Les Éclaireurs de l'Athénée zu Lützeburg von Joseph Tockart, ein Enseignant aus dem Lycée Athénée, gegründet. Erreicht 1916 erschenkt den ersten katholischen Gruppe zu Lützeburg, die Association Baden-Powell-Luxemburg Catholic Boy Scouts, dank der Wichtigkeit von den Pasteien und den Poren. 30er Jahre waren ein wichtiges Jahrzehnt für die Lützeburger Scouten, eine Bewegung, die immer mehr Member kriegt. So war doch, dass 1939 der Grand Duché 100 Jahre Unabhängigkeit gefeiert wird und Scouten haben sich daran beteiligt. Durch das Versprechen bestätigen Scoutschefen und Großscouten ihren Engagement für Themen und Dynastie. Ich verspreche auf meine Eier, mein Bestes zu dienen für den Herrgott, der Kirche und der Heimisch zu dingen, alle Leute zu helfen, wer wo ich kann, und das Scoutsgesetz zu befolgen. Beim Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, den 2. September 1939, deet sich auch etwas am Grand Duché, an die Scoutschafen wissen, dass sie sich noch mehr für Themen engagieren. Dafür gilt der 16. September 1939 der Cheftag, in der den Alliuar stattfindet, wo alle Scoutschafen sich aus dem Land zusammentreffen, unter dem Motto der Heimisch zu dingen organisiert. Die Grundlage der Resistenz kann also von dem Tag an schon verfolgt gehen. Scouten haben sich in Renner ganz gut schon dafür berät, indem sie eine erste Hilfskurve vom Roten Kreuz geholt haben und aktiv an der zivilen Luftverteidigung waren. Kurz bevor die Wehrmacht der Lützeburg antritt, riecht sich von den 3 Scouts-Kommissären, der George Everling, an der Lützeburger Scouts-Zeitung Anfangs Mai 1940 und die Lützeburger Scouten. Hier schreibt: Am 11. Mai 1940 werden es 72 Jahre, seit in London von den Großmächten der Vertrag unterzeichnet wurde, welcher unserer Heimat die vollständige Unabhängigkeit und Freiheit wiedergab. Gedenken wir dieses Ereignis in Liebe und beten wir mit Inbrunst zu Gott und unserer lieben Schirmfrau. Zum Dank, dass uns dieses Glück bescheiden wurde, und flehen wir, dass es auch in Zukunft so bleiben möge. Liebe Scouts, auch unsere Heimat ist in Gefahr. An unseren Grenzen tobt der fürchterliche Krieg. In größter Angst bangen wir um unsere Zukunft, um Leben und Freiheit, um Hab und Gut. Wir müssen uns deshalb der Heimat würdig zeigen. Auch wir müssen bereit sein, Opfer zu bringen, denn darin offenbart sich der wahre Patriotismus. Unter uns gibt es keine Verräter, keine Judasse, welche um Geld und versprochen zweifelhafte Ehrenwille ihre Heimat verraten. Bekämpft dieselben bis zum Äußersten und stellt euren ganzen Mann, wenn die Heimat euch ruft. Die Wehrmacht aus den 10. Mai 1940 gegen 4 Uhr morgens offiziell zu Lützeburg rausgekommen und 2 Stunden spät und die deutsche Kaserne der Stadt besetzt. Denselben Tag wird großherzogliche Familie das Land verlassen, begleitet von 4 Ministern. Verschiedene Leute wurden direkt von der Wehrmacht festgeholt, gefoltert, wegen Spionageverdacht oder weil sie einfach dem Nazi-Regime widersprochen. Von dieser ersten Phase an und Scouten ihre Hilfe zur Verfügung gestellt. Unter anderem stellen Guiden und Scouten sich am Dienst vom Roten Kreuz. Sie gehen mit Kamion und Dörfer bei Geschäften machen und bringen die Leute zu essen.
an iwwerholen noch d'Registriere vun de Leiit, weil viel Familie getrennt goufen. E puer Bein wie spéit hunn och sech die 3 Bezirkskommissären vun de Lützebauer Scouten, de Jean Müller, den Antoine Neusen an de Georges Ewerlin getraff, an desidéiert dat Scoutsbewegung keng Dingschleechungen fir den Nazi-Okkupant sollt ubieten. A weiterhin wären andere Länder hiemlech funktionéiere sollt, wennst hierem Engagement fir themecht. Den 2. August 1940 kom dun de Gauleiter Gustav Simon zu Lützeburg un. Dem Gauleiter sein Ziel aset, de Grand Duché ze germaniseieren an all Spure vun der franzécher Kultur ze eliminieren. Zum Beispiel as et Verbote gewircht, Wierder wie de Grand Duché ze benutzen, die Franzéschen goufen durch die Deitschen ersat. Ab dem 14. August huet en Grostuel vu Lützeburg desidéiert, e Pin, also Pins mat trëm am Rode Leif oder am Kap vun der Grand Duchesse Charlotte zu drohen, der sogenannte Spengelskrisch. Während dems hun Lützebauer Scouten sech versammelt an evaluecht, wie et soll weitergoen. Und et war dun de 14. August 1940 während enger Versammlung vun de Chefen vom Südbezirk Kanton Esch a Kanton Kapelle ënner der Grenzer Kirch, wo se Decision geholt hun, dem Naziregime Widerstand zu lechten. E weiteren Akt für Widerstand von der Lützebauer Scouten weist sich mit der Ablesung von der Scoutsföderation. Die Ablesung zu Lützeburg wurde an eine paar Etappen stattfand. Den 23. August 1940 wurde den ersten Order vom Stillhaltekommissar für das Organisationswesen zu Lützeburg die Scoutsföderation gewarnt, dass sie muss abgelesen gehen und dass die Membres sich nicht mehr versammeln können, weil alle Assoziationen die Nazi-Ideologie nicht verfolgen, verboten gehen. Den 8. Februar 1941 wurde Franz Schmidt vom Stillhaltekommissar das Scoutsföderation mitgeteilt, dass Lützebauer Scouten, also dass sie abgelesen gehen und dass Vermögen konfiskiert wird. Die Scoutsbewegung führt die Aktivität himmlisch weiter und verschiedene Gruppen, die regelmäßig an der Busch tröppeln, als andere Scoutslieder. Dass viele Scouten sich weigern, sich zu unterwerfen und der Bewegung treu bleiben, als ein Zeichen von Widerstand. Kommen wir nun zu den Lützebauer Scouten, die aktiv an der Resistenz während des Zweiten Weltkriegs waren. Der 15. Juli 1940 kann als Anfang von der ersten Resistenzorganisation zu Lützeburg betrachten, weil auf dem Tag sich die 3 Scoutskommissären, den Herrn Müller, den Herrn Neusen und den Herrn Ewerlin getroffen haben und dezidiert haben, dass die Scouten sich trotz allem heimisch versammeln und gründen sie mit die erste Resistenzgruppe Lützebauer Scouten auch als LS bekannt. Neben der LS gab es nicht einfach auch andere Resistenzgruppen, an denen die Scouten aktiv waren. Und dazu gehören Lützebauer Legion, Lützebauer Patriotenliga, Lützebauer Freiheitskämpfer und Lützebauer Volkslegion, die durch Fusion von der LS und der LN entsteht. Hier sehen wir ein Tableau mit den Gründungsdatum, die Gründer und wo sie prinzipiell aktiv waren. Den LS, den aus den 15. Juli 1940 von Jean Müller, Georges Ewerlin und Antoine Neusen gegründet ging und waren durch ganz Land aktiv. Dann haben wir die Lützebauer Legion, den LL, den aus gegründet ging den 27. Oktober 1940 vom Alois Ratz zu Biesen. Und Alois Ratz selber war kein Scout. 28,5% waren aktiv im Kanton Dickrich und 20% an der Stadt. Dann haben wir die Lützebauer Patriotenliga, gegründet im September 1940 von Raymond Petit, auch kein Scout, und die waren prinzipiell mehr als wir schon aktiv. Dann haben wir noch den Lützebauer Freiheitskämpfer, der LFK, die nur mit den Quellen nicht so klar, ob November 1940 oder Januar 1941 gegründet wurden. Vom Adi Claude, selber Resistenzler. Den Adi Claude ist auch zu Köln am Prison Klingelpütz zum Tod verurteilt ging. Der LFK war mehr zu der verdient, zu Tätigen und zu Römling aktiv. Und dann haben wir noch die Lützebauer Volkslegion, die wurde dann im Juni 1941 gelöscht, durch die Fusion vom LS am LL durch den Raymond Hagen auch ein Scout gegründet. Und die sind aktiv auf 5 Distrikte. Wir nehmen den Distrikt Zentrum A, das ist an der Stadt,
dann nummer den Distriktzentrum B, da das Kanton Lützeburg Miersch erreden, dann nummer den Distrikt Minet, das der Kanton Asch-Ulzig a Kapellen, Distrikt Sauermusel, das sind Kanton Remisch, ihr schon nach Agreve Macher, und den Distrikt Eislik, nummer der Kanton Dickrich, Feuernen, Volz a Klief. Obwohl alle Resistenzgruppen ihre Aktionen hatten, zum Beispiel war den LFK mehr auf Sabotagenakte spezialisiert und den LVL mehr auf den Werfen und Ausdelen von patriotischen Fluchtbrüdern, gab es aber eine große Aktion, wo praktisch alle Resistenzgruppen Trode geholt wird. Und zwar der Generalstreik vom 31. August 1942. Die Ursache vom Streik war, dass der Gauleiter Simon seine Proklamation angekündigt hat, von der obligatorischen Wehrpflicht, den 30. August 1942. Der Streik, der sich von Volz aus über das ganze Land ausgebreitet hat, und für kurze Zeit die Industrie am Land und Stuhl gebracht hat. Und als Folge hat er, dass ganz viele Leute hingerichtet laufen. Bei dem Generalstreik waren die Resistenzgruppen dafür zuständig, Fluchtbilder zu entwerfen, zu printen und auszudehnen, dass denen darüber so gestreikt ging. Hier bei die verschiedenen Resistenzler kommen, wollte ich aber noch einmal die generelle Wichtigkeit von der Religion, von der Scout und Widerstand unterstreichen. Und dazu gehören zwei wichtige Datungen. Den 20. Februar 1941 und der 14. April 1941. Den 20. Februar 1941 und 19 Scoutsleute aus dem Süden, Kanton Asch a Kapelle, eine Pilgerfahrt an Kathedralen erholen. Für ein Dokument aufzugehen, für die Trägerin am Lied, also der Mutter Gottes, einen Ehreplatz zu versprechen. Bei der Aktion waren unter anderem der Georges Everling, den Edi Schmidt, der Jean Müller und der Matti Dockendorf dabei. Heute sieht dann das Originaldokument, ich lese nicht dann die Übersetzung 4. Also. Dokument vom 20. Februar 1941. Leifmann. Als Leif Großherzogin und viele von den Kanner sind an Friem vertrieben. Andere leien Erpressungen oder verlieren ihr Brot. Geistlicher gehen ausgewiesen, den Jugend aus erdrückt und das alles, weil wir als hämisch gern. Geknirscht von den friemen Barbaren, die den 10. Mai 1940 als klangt, neutral und unabhängig Lützeburg überrannt tun und eine Lo annektieren wollen. Kommen wir Scouten aus den Kantonen Asch und Kapellen durch den Hülle rufen. Haut auf einem Tag, wo 263 Jahre als Pappen durch die Patronin von der Hämisch erwählt tun. Macht dein Lützeburg frei von der deutschen Sklaverei. Du hast Lützeburg schon durch mehr schwere Zeiten geführt und im Vergleich zu unseren Notbeständen haben wir an diesem Völkerstreit noch nicht viel Mord gemacht. Halt dein Mantel lieber aus, bis und dann von diesem schrecklichen Krieg. Wir vertrauen auf dich, dein Lützeburg geht nicht inner. Leifmann, wir Lützeburger Scouten aus dem Süddistrikt versprechen dir einen Ehreplatz an der Rote Minnetzbürger, wenn diesem Krieg Lützeburg frei und unabhängig wird. Bring uns Leif Großherzogin heim und eine glücklich, frei Lützeburger Ländchen. Den Scouten aus dem Minnet auf den 20. Februar 1941. Den zweiten Datum aus der 14. April 1941, und das war nur schon Mitte. 25 Rover erschaffen von Minnet, darunter der Georges Everling von Hollerisch, versammeln sich zu Kehl bei den Leifraschen, für zu Bierden und ihre Resistenzarbeit weiter zu organisieren. Und in den letzten 250 Jahren ist der Sitz von der Leifraschen zu Kehl zu einem Zentrum für Pilger. Das ist doch ein Platz für Gebiet. Immer bereit war das Motto von den Lützeburger Scouten. Und das Motto gab auch das von der Versammlung, die den 15. August 1940 stattfand hat. Für mehr genau zu sehen, gibt das Motto zu einem Versprechen, dass rund 40 bis 50 Scoutsleute aus allen Sektionen vom Südbezirk sich chemisch gehen haben, am Scoutsraum unter der Kirche Sacré-Cœur zu Aschgrenz. Anhand von einem Resistenzler, also wohl bekannt, waren da viel mehr, weisen ich lo, wie die Resistenz am Süden organisiert wurde. Das ist anhand von Jean Müller. Der Jean Müller war eben in den 3 Scouts-Kommissären. Auch wenn hier mit eben Hauptakteure war,
gehen nicht so viele Quellen liefern, wie über andere Scoutsresistenzler, vor allem an der Vierkriegszeit. Weil ich aber so kann, als der Tien den 27. November 1909 zu Aschwölzig geboren ist und der Tien Arbeiter zu Asch auf der Arbeit war. Der Jean Müller war nicht nur Scouts-Kommissär, mehr auch Resistenzler am Abgrünner von der Scouts-Bewegung, von der Resistenzbewegung alles. Und damit von der LVL natürlich. Und so sind wir dort von Anfang an dabei. An einer nationalen Broschüre von Jamboree 1948 erzählte Jean Müller über die erste Phase von der Lützeburger Resistenz, von der er hier ein Teil war. Am Juli 1940, wir Escher waren nach kaum aus der Evakuation herum, da sind wir zusammengekommen und haben das Lützeburger Scouten an der Resistenz gegründet. Die erste Lützeburger Resistenzorganisation war geschaffen. Am Frühjahr 1941 sind wir mit dem Chef von der LL zusammengekommen und wir haben die zwei Organisationen zusammengeschlossen an der LVL, die größte Lützeburger Resistenzorganisation und diejenige, die meiste Relationen mit England und Frankreich hat. Sein Rolle an der LS-Bewegung war unter anderem die von Passau. Hier hat Lützeburger Ausländer, die verfolgt wurden, an alliierte Kriegsgefangene geholfen, über die Lützeburgische Grenze zu kommen und somit für die Nazien zu flüchten. Das alles, was wir von seiner Aktivität am LS wissen. Es war der 4. Juni 1941, während einer Reunion zwischen dem Jean Müller, dem Georges Eberling und dem Alvis Ratz an der Stadt, dass sie dezidiert tun, eine Religionsrat zu gründen, die von 6 Leuten zusammengesetzt ist. Unter anderem die 3 Scouts-Kommissäre. Nachdem Statute von der LL auf Order von den 3 Scouts-Kommissären festgelegt wurden, kam der 14. Juni 1941 eine Drittversammlung, bei der auch der Jean Müller dabei war. Weil es Probleme von der Hierarchie bei der Resistenzbewegungen gibt, entscheiden die Members, dass es den Pool-Leader gibt. Und so wird der Jean Müller Chef vom Bezirk Minat und auch Chef vom Geheimdienst. An einem Bericht von Theo Jacobi könnt dafür, dass Jean Müller den 15. Februar 1953 von der Gestapo festgeholt und dann noch an KZ Hinzert deportiert wurde. Jean Müller hat auch den Leuten am KZ geholfen, an dem sie ihre Moral unterstützt hat. Ein Extra aus einem Témoignage von einem Scout aus der Ascher St. Joseph-Sektion, der Maurice Lamisch, bestätigt es. Für die Deportiert und für die Refraktären haben wir Lebensmittel gesammelt und sie auch an die Lager gefeiert. Das ging so weit, bis ich selber am KZ Hinzert gelandet bin. Da war ich moralisch und physisch so angeschlagen, dass ich ohne meinen Scoutsfreund Jean Müller seine Hilfe untergegangen wäre. Von Hinzert aus wurde ich transferiert an den KZ Dachau. Am Mai 1945 wurde Müller aus dem KZ Hinzert befreit und hat direkt seine Rolle als Scoutchef abgeholt. An der Nachkriegszeit hat er in anderen 2 Memoiren über seine Kameraden, Georges Eberling und Toni Neusen, geschrieben, aber ohne viel über sich selber zu erzählen. Jean Müller stirbt am 2. Mai 1976. Die nämliche Zeit wie die Versammlung vom 15. August 1940 hat sich verschiedene Scoutsgruppen am Zentrum von der Randstadt Lützeburg gesammelt und dezidiert Widerstand zu leisten. Es gibt bald keine Quellen, die das Fakten berichten, was wahrscheinlich, wenn es der Vorsicht von den Akteuren ist, die der Gestapo die Versichtung Gestapo zu vermeiden. Das also echt der Nachkriegszeit aussuchen, dass wir versichern können zu verstehen, wie nicht nur Scouten aus dem Süden, wie auch der aus dem Zentrum zu Lützeburg zusammengekommen sind. Einer von denen war der Scouts-Kommissär Georges Eberling. Der Georges Eberling wurde den 27. April 1907 zu Niedervolz geboren, als er aber zu Hollerisch abgewusst. Am Alter von 12 Jahren, 1919, kam hier eine Hollerische Scoutsgruppe, von der er später Chef wurde. 1934 wurde den Eberling den Kommissär vom Scoutsverband für den Zentralbezirk, Chefredakteur von der Scouts-Zeitung Scout. Neben seiner aktiven Partizipation in der Scoutsbewegung schaffte Georges Eberling als Eisenbahninspektor, also als Staatsbeamter. Weil seine Rolle an der LS geht,
haben wir keine Informationen spezifisch, also keine spezifischen Emotionen dazu. Wir können wir können die individuelle Rolle von allen Akteuren Widerstand nicht immer bestimmen. Wir müssen das global da gucken. Wir können aber bestätigen, dass TNE von den 25 Schaffen Rover war, für allem aus dem Süden, die den 14. April 1941 auf Kiel gegangen sind, für zusammen zu bilden und die Organisation von der Resistenz zu verbessern. Bei der Fusion von der LS und der LL durfte Georges Eberling zum Responsable für Bezirke Zentrum und Sauermosel, ernannt und dafür im Sommer 1941 Member vom Legionsrat. Der Georges Eberling war nicht nur Member von der Resistenzbewegung, sondern auch ein politischer Destituierten, sie bieten nicht die Gewähr. Von Anfang vom Krieg an wird der Okkupant für sich gemerkt, Lützeburg zu nazifizieren. Und damit wollte der Gauleiter, dass Lützeburg der volksdeutschen Bewegung beitritt. Den 31. März 1941 wurde Gustav Simon dekretiert, dass alle Staatsbeamten, die nicht die Gewähr dafür bieten, das heißt, die nicht immer die Pflicht erfüllen, das deutsche Gewissen unwollen, von ihren Funktionen entlassen. Den Eberling war eben den Ersten, die von ihrer Funktion als Staatsbeamten entlassen. Am Mai 1941 hat der Gauleiter dezidiert, dass Staatsbeamten in der 60 Jahren, die so entlassen wurden, gezwungen gehen, auf die deutsche Autobahn schaffen zu gehen. Es war damals, dass in der Periode vom 26. Mai bis zum 23. Dezember 1941 rund 60 Lützeburger Funktionäre, darunter auch der Georges Eberling, direkt nach ihrer Entlassung suspendiert wurden und auf Wittlich und Teufel auf der Autobahn arbeiten mussten. Den Eberling war für 3 Monate hier auf Saarburg umgesiedelt, wo hier im Oktober 1943 an einem Büro für den Mindestlohn geschafft wird. Dazu hat den Eberling aber nicht tun, weiter an der Resistenz zu schaffen. An einem Interview vom 16. Oktober 1986 wurde Raymond Hagen, der Gründer vom NVL, bestätigt, dass der Georges Eberling während seiner Zeit zu Saarburg ein paar Mal bei seiner Familie auf Montanacht am Wille gefahren ist. Hier führt dabei, dass den Eberling den ersten Chef von der NVL-Bewegung ernannt wurde, nach der Verhaftung von Alois Ratz. Am Februar 1943. Den Eberling selber ist dann aber recht ein paar Wochen danach geworden, weil er zu der Zeit für die Decision geholt nicht dabei war. Es war der Raymond Hagen, der ihm das Nachricht überreicht hat, am März 1943. Und daraufhin hat den Georges Eberling geantwortet, ich schwöre die Charge mir ich weiß, dass es mir den Kopf kosten kann. Damals hat Gestapo den 23. Oktober 1943 den Eberling sein Saal zu Saarburg an der Sicht mit Agenten hineingefunden. Er wurde noch an der KZ Hinzer deportiert, weil hier ein von den ersten Schaffen von der LVL-Bewegung war. Über seine Zeit zu Hinzer wissen wir bald nicht, just dass hier nicht abgehen wird und dass hier den Enqueteuren keine Informationen geliefert wird. Der 25. Februar 1944 wurden 23 Lützeburger erschossen wegen Verleitung oder Beihilfe zur Fahnenflucht, Wehrkraftsersetzung, Feindbegünstigung und Landesverrat, darunter der Georges Eberling. Weil meine Analyse mit Minat am Zentrum, als nie gesagt wird, komme ich schon noch auf den Nordbezirk zu gucken. Wenn ihr eine Liste von den Scoutsmembern guckt, vom 1. Juli 1931, sehen wir, dass am Norden viel mehr Scouts wie am Süden waren. Am Norden sind am ganzen 292 Membern, das ist 12 Scouts und Trover, während der Südbezirk am ganzen 731 Membern wird. Nach der Versammlung vom 15. August 1940 und noch Truppen von Dickerischer Wolz dezidiert, heimlich Widerstand zu leisten. Darunter auch den Antoine Neusen. Den Antoine, oder auch genannten Toni Neusen, wurde den 21. August 1905 zu Dickerich geboren. Er ist ganz früh in seinem Leben bei Scouten beigetreten und dazu Dickerich an der Gruppe Saint-Laurent. Eine von den ersten Sektionen, die zu Lützeburg entstanden sind. Von 1929 an, am Alter von nur 24 Jahren, wurde Neusen zum Chef der Lützeburger Delegation am Ausland ernannt. Viele internationale Relationen sind so entstanden.
die ihm an die Jahre vom Zweiten Weltkrieg gut denken. Den Toni Neusen war von den 3 Scouts-Kommissären an hat seit 1930 den Nordbezirk vertreten, wodurch er auch der Gründer von der LS-Bewegung war. Nicht nur die internationalen Relationen, die hier am Scoutism halt werden nützlich sind, aber auch sein Beruf wird eine Rolle als einer Resistenzaktion spielen. Nach seinem Studium war der Neusen auf der Imprimerie du Nord beschäftigt. 1931 gouf zum Redakteur von der Wochenzeitung Fortschritt, einer Zeitung, die am Norden von Lützeburg verdient gouf. Kurz darauf hat Neusen die Position vom Direktor von der Imprimerie besetzt und gouf auch Redakteur von der Lützeburger Scouts-Zeitung Scouten. Und du hast die erste Ausgabe 1931 herausgekommen. Wie weit war also der Scoutism an seinem Beruf mit seiner Resistenz gegen Nazien verbunden? Den Theo Jacobi annimmt an einem Artikel, dass durch den Toni seine Kontakte an den europäischen Ländern war ihm bestens informiert, dass an der Diktatur und den Diktaturregime des Scoutism keinen Platz hat, auf viele Scoutschaften und die Prison sitzen. An einer Annonce mit dem Titel In Memoriam Toni Neusen, die am Lenor nach seinem Tod veröffentlicht wurde, wird bestätigt, dass hier nur seiner Entlassung bei der Imprimerie als Bauer geschafft hat, für seine Familie zu ernähren. Am Artikel steht, sie haben ihr Leben sauer gemacht. Das tun auch für dir gesagt. Für deine 3 Frauen und deine Leben boven, täglich Kusch zu verdienen, gehst du bei den Bauern. Seine Hauptaktivitäten als Resistenzscout war die Produktion von gefälschten Pass, Dokumenten und er hat unter anderem auch als Passeur geschafft, so wie verschiedene Quellen gehen. Im Februar 1943 gab der Neusen ersten Assistent vom LVL-Chef Georges Everling. Von dem Moment an ist alles ganz sehr geschieht. Den Toni Neusen gab weder Georges Everling am Oktober 1943 von der Gestapo festgehalten. Bei dieser Razzia hat die Gestapo fertig gebracht, wichtige Probieren zu sesieren, denen Toni Neusen kurz vor seiner Verhaftung an einen Riss von einer Mauer von der Kirche zu Tandel verstoppt hat. Darin waren Statute von der LVL, patriotische Propagandabroschüren, Falschpass, ein Message von der Grande Duchesse Charlotte und Lützeburger sowie ein komplett List von den Familien, die zwischen September 1942 und August 1943 deportiert wurden. Wie der Georges Everling war auch den Toni Neusen von den 23 Lützeburger, die den 25. Februar 1944 am KZ Hinzert von den Nazien erschossen wurden. Unter denen viele Scouten, die an der Resistenz aktiv waren, gehören auch Kaplonen, Scouts-Omonien. Aber für dich ging ich mir proposieren, dass ich die allgemeine Situation vom Lützeburger Klerus während dem Zweiten Weltkrieg erklären. Für die Scouten hat auch der Klerus bei der Evakuierung vom Land nach dem Bombardement vom 10. Mai 1940 geholfen. Am August 1940 hat sich auch manches für den Klerus geändert. Mit der Aufklärung vom Stillhaltekommissar, von der Stillhaltekommission, gab alle Organisationen oder Institut mit einem religiösen, sozialen oder ökonomischen Interesse von hier kontrolliert. Und somit war das, wie der René Fischer in seinem Buch schreibt, c'était d'un coup l'arrêt de mort de toute action catholique et religieuse. Viele Kaplonen und darin auch Scouts-Kaplonen haben die Gläubigsten gefordert, Widerstand zu leisten. Und sie selber waren auch aktiv am Widerstand. Hier sieht eine Liste von Scouts-Omonien. Kaum war man nicht möglich zu sagen, ob das alle waren, Kinder bestimmt noch viel mehr. Aber damals war das eben ein bisschen schwierig mit den Quellen, weil sie keine Trasse wollten hören müssen. Voilà, kommen wir nun zu einem von diesen Scouts-Omonien, das ist der Jules Jost, den der dort nicht sieht. Der Jules Jost gouf den 26. August 1914 zu Römling geboren. An den Nachkriegsjahren hat Jost viele Presseartikel am Rappel an der Lützeburger Wort über sein Schicksal während dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Hier schwätzt aber nicht von der Tatsache, dass hier Scouts-Omonie war. Hier war Scouts-Omonie in der Sektion H. Saint-Joseph und hat die Rolle vom Passeur an der LS besetzt.
Den Always Rats weist an einem Artikel, den 1998 am Rappel publiziert gouf darauf hin, dass der Just Member von der NVL war und noch mit anderen Resistenzgruppen zusammen geschafft wird, wie der Piman und der LRL. Hier schreibt auch noch, dass als einer Kaplonswohnung zu Asch Saint-Joseph hat hier viele politische Flüchtlinge, darunter Resistenzler, Gläsner, Hayard, Südorf und Schilches, und evadiert Kriegsgefangene logiert, ihren sie über die Grenze geliefert wird. Nur dem Sinne falsch Ausweis bei Bayern ausgestellt wurden. Wie gesagt, von den Rimmer nicht ganz viel über den Jules Jost aus. Es kann ihn also davon ausgehen, dass hier auch von den Père tranquille wären. Ein Term, den der Jost selber erfunden hat. Der René Fisch schreibt dazu in seinem Buch, er bezeichnet damit eine Menge Luxemburger Geistliche, deren Resistenz so diskret war, dass sie nichts Spektakuläres aufzuweisen hatten, die aber mit diskussionsloser Selbstverständlichkeit von den wirklich großen Resistenzlern ins Vertrauen gezogen wurden, diese berieten und ihnen manchen gefährlichen Gang abnahmen. Am April 1943 ist der Jules Jost an der Saint-Joseph-Kirche zu Asch von der Gestapo festgeholt ging und an KZ Hinzert deportiert. Den Artikel von den 7, die der Hinrichtung vom 25. Februar 1944 entgingen, weil sie zu spät kamen, geschrieben von Jules Jost, erklärten seine Reise vom 22. Februar 1944 zu Dachau. Durch Verspätung und Ausflug auf andere Destinationen konnten der Jost als 7 andere Lützebäuer dem Tod entkommen. An dem sie nicht zu den 23 Lützebäuer zählen, die den 25. Februar 1944 zu Hinzer der Schoss goufen. Der Jules Jost war am KZ Dachau abgesperrt bis zur Befreiung von diesem Lager. Die Befreiung wird den 29. April 1945 stattfand, wissend, dass Lützeburg schon den 10. September 1944 befreit wurde. Ihr mit dann zu einer Konklusion kommen, an dem ich auch Fragen beantworten, also Fragen von der Etude, wollte ich aber noch ein paar Wichtigkeit von der Erinnerung, also der Memoir und Scouten am Widerstand feststellen. Auch 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Erinnerung um das, was Lützeburger Volk an den Jahren 1939 bis 1945 müssen drohen, erhalten bleiben. Das ist der frühere Resistenzscout Theo Jacobi, den diese Satz an der Beschreibung von seinem physischen Archiv geschrieben hat, den er mit der Zeit gesammelt hat. Effektiv ist die Erinnerung um das, was geschieht ist, wichtig für die Zukunft. Und das war auch die These von der Madame Elisabeth Hoffmann, die über la mémoire de la résistance au prisme d'une histoire comparée des associations d'anciens résistants du Luxembourg, de l'Alsace, de la Moselle et de la Belgique de l'Est geschrieben hat. An ihrer These schreibt sie, dass die Erinnerung und Resistenz zu Lützeburg nicht angeschaltet wurde und dass sie seit dem Ende des Krieges an der Gedenklandschaft verankert ist, wie die sinnlichen Gedenkmedien, die dort erstellt wurden, weisen. Ein von den größten Erinnerungsmedien und Resistenz am Allgemeinen zu Lützeburg aus der Gebäude, an dem wir heute sitzen, das Resistenzmuseum, den angeweiht wurde am Juli 1955, soweit ich. 56, stimmt. 5 Jahre nach der Befreiung von Lützeburg von Alliierten am Februar 1949 haben sich Lützeburger Scouten und Lützeburger Guiden zu Asch getroffen und zusammen gefeiert. Das war der erste Scouts-Resistenztag. Und der Resistenztag war eben auch ein Teil, an dem sie die Erinnerung und Scout am Widerstand erhalten. Den heute einmal am Jahr findet statt. Voilà, und das war dann 1949, haben sie sich zu Asch getroffen und sie haben auch, also Lützeburger Scout und der Resistenz, die Demos noch keine Assoziation waren, haben einen Don gemacht anhand von einer Statue von der Trägerin vom Lied der Mutter Gottes, wie ihr auf der Foto gesagt. Das ist eine hölzerne Statue von der Mutter Gottes von der Resistenz, also eine Mutter Gottes, die die Resistenz soll repräsentieren. Die vom Lützeburger Skulptor, ein Schreiner und ein früherer Member von der LS-Bewegung, dem Emil Hulten, gemacht wurde. Die Statue steht also Zentrum der Renovation von der Kirche Sacré-Cœur zu Asch-Grenz 1981 an der Kapelle, der im Eingangsbereich steht. Das Kapelle gilt auch als Hommage und Scouts-Resistenz, von der die Kirche, also Kirchengründungsdokument, gesammelt wird.
Und da sieht er in der Stadt ein kleiner Küst. Und der kleine Küst befindet sich ein kleiner Kasten aus Metall, ein Scouts-Badge, ein Kreuz von der Guiden, 2 Stecker Silber, ein Billet von den 40er Jahren, sowie ein Dokument vom 20. Februar 1941, ohne Stehen von Bassin Minier. Neben der Stadt, wie der Organisation auf der Foto, also noch ein geringe Fandel, also ein Scouts-Fandel, mit der Fleur de Lis drauf, Symbol von den Scouten, und mit der Inskription LS AVL 1940 bis 1945. Wie schon erwähnt, Lützeburger Scout und der Resistenz, die zu dem Zeitpunkt noch keine Assoziation waren, haben auch einen Don anhand von einem Kirchenfenster gemacht für den Cinquantenaire vom Movement, vom LS. Die befindet sich noch an der Kapelle von der Kirche, neben der Mutter Gottesstatue, und gouf den 12. Mai 1990 angeweiht. Wie ihr seht, oben am Eck sehen wir die dunklen Wolken, die sollen den Christ durchstellen. Und neben die Sonne, das soll die Hoffnung schenken. Aus den Wolken kommt dann ein Blitz mit SS drauf, der auf Fleur de Lis, das heißt auf die Scouten, trifft. Daraus können wir schließen, dass eben der Konflikt zwischen den SS und der Scoutsresistenz. Und dann haben wir auch noch den pikischen Droht. Das heißt ja, dass viele Scouten eben, also Scouten der Resistenz an den KZ gelandet sind und wieder heimgekommen sind oder leider verstorben sind. Und dann noch ganz innen sehen wir die Inskription LS LVL 1940 bis 1945, dass sie für die 2 Movemente, an denen die Majorität von den Scouten aktiv waren. Am 11. September 2003 gab dann auch die Assoziation, also das BL, Lützeburger Scout und der Resistenz 1940 bis 1945 gegründet. Ihren Sitz findet am Home Halle Spabel an der Aschgrenz, also da wo den Gründungslieu ist von der Resistenz von der Stadt. Und nach ihrem zweiten Artikel ist ihren Objektiv de garder vivante la mémoire de la résistance des Lützeburger Scouts den LS contre l'oppresseur nazi. Voilà. Kommen wir mal zur Schlussfolgerung, an dem sich auf Fragen antworten. Ja, wie weit waren die Lützeburger Scouts an der Resistenz involviert? Waren nicht mehr eine Resistenzgruppe oder pur von den Lützeburger Scouts ein Teil waren? Wie ich erwähnt hatte, waren der pur. Wir hatten DLS, DLL, DLVL, DLVK und DLPL. Mehr anhand von der Analyse, was ich auch während meiner Memoir mehr Scouten analysiert, waren die Majorität eben am LS und nur am LVL aktiv. Wir waren die Hauptakteure, was war hier Rolle an diese Bewegungen, was war hier Schicksal. Die Hauptakteure waren Mayday, wo wir Heichplatz an der Resistenz hatten, natürlich die Bewegungen gegründet haben und wir Heichposten hatten. Wir nicht falsch verstehen, alle Resistenzler waren ganz wichtig für diesen Widerstand. Wie zum Beispiel den Herrn Müller, den Herrn Eberling und den Herrn Nösen, die eben Gründer waren vom LS. Von den Berufen hier waren sie von ein bisschen von allem, so gut vom Schmalsaberstab bis hin zum Funktionär, also gut Kaplonen. Die Majorität von den Scouts-Resistenzler waren ganz jung Leute, also 18 bis mit 20er Jahren, das ist relativ jung. Und die Miela Scouts-Resistenzler hatten noch mehr Platz an den Bewegungen. Ja, was war hier Rolle an diese Bewegungen? Es war Produzieren und Darstellen von patriotischen Flugblätter, Broschüren. Sie waren Passeuren, sie haben falsche Dokumente und Karte Identitäten gefälscht. Also weiter, also wirklich schon alle wie auch Sabotageakten geplant. Die meisten, also nur mehr in Tütje, waren die meisten am KZ Hinzert angekommen. Also, aber auch KZ Dachau und KZ Mauthausen, wie zum Beispiel den Matti Dockendorf, der war am KZ Mauthausen. Ja, die Idee überlebt haben ihre Rolle als Scoutchef nach ihrer Befreiung zu Lützeburg, also nach der Befreiung von Lützeburg abgeholt und weiter als Scoutchef
funktioniert. Und da war noch froh, welche Moos hat der katholische Glauben eine Rolle am Leben von als Gott gespielt. Wie spiegelt sich das an ihren Reaktionen der Resistenz aus? Ich konnte nicht ganz gedehnt Religion rangehen, aber auf alle Fälle hat Religion eine ganz wichtige Rolle am Leben von den Scouten, mehr auch von der Resistenz-Scouten gespielt. Wie in Artikel 2 vom Scoutsgesetz sieht, als der Scout treu, der Gott, der Kirche, der Heimat, all seinen Vorgesetzten und Untergebenen. Sie haben sich Zeit geholt, für sich zusammen zu treffen, zu beten und haben daran Kraft und Hoffnung gekriegt. Wir behalten mit der Erinnerung, dass wir Scouten, die gegen das Nazi-Regime resistiert haben, wie ich schon erzählt habe, gehen die verschiedenen Erinnerungsmedien für die Erinnerung zu halten. Du machst zum Neuhaus in Kapelle, Kapelle Notre-Dame-des-Bois, angeweiht 1952, der Resistenztag, das Bern, also es wird wirklich gehalten, für die Erinnerung zu erhalten. Ich konnte leider nicht alles den Abend abzählen, mich für die, die interessiert, die fand meine Masterarbeit auf Form von PDF Internetseite vom Comité pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, also auf Französisch. Ja, so eine Schmerze für Aufmerksamkeit und wenn ihr froh seid, zeigt nicht. Ich probiere so gut wie es geht zu antworten.